Früher hat man das primär zur Berechnung für die Landwirtschaft hergenommen, eigentlich erst so 2000 vor Christus für Könige, und es ist erst so eigentlich die letzten 200-300 Jahre, dass man eigentlich mehr oder weniger auch das persönliche Horoskop nimmt, wobei sich da schon die moderne astrologische Psychosynthese, also aus was ich betreibe, schon bei Weitem von dieser sogenannten klassischen Astrologie unterscheidet. Also kein Determinismus, Ereigniszwang auslösen, sondern bei einer Beratung beschreibt man dem Menschen seine Zeitqualität. Dann, wenn man das gut macht, dann kann sich der natürlich voll in diesem Bild wiederfinden und spiegeln und aus dieser Geschichte heraus auch frei entscheiden, was er macht. Weil das dient ja eigentlich auch der Selbsterfahrung. Im Grunde kann man sagen, es gibt kein Instrument auf der Welt, wo ich dermaßen den photogenetischen Abdruck eines Menschen im Horoskop sehen kann, seine Anlagen, gegebenenfalls Frühprägungen, seine Fähigkeiten. Ich meine, das Problem liegt für einen allgemeinen Normalverbraucher darin, dass Astrologie nach wie vor keine anerkannte Wissenschaft ist. Das heißt, jeder, der vielleicht ein Buch über Astrologie gelesen hat, kann sich selber loslassen auf die Menschheit. Auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist dann Versuch, der garantiert zum Misserfolg führt. Die Leute, die würden ja merken, ob jemand da was weiß oder sich damit auskennt.